Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem FAQ 300 Abo-Special, also schon eine Menge. Ja, jetzt seht ihr auch mal, wie ich aussehe. Ja, und es sieht so aus mit dem FAQ, dass ich einfach die ersten Fragen, die gestellt wurden, zuerst beantworte, und wenn halt nachher jemand irgendwie die gleiche Frage gestellt hat, dann bleibt die halt einfach offen, weil ist ja schon beantwortet. Jo. Was ich noch kurz sagen kann, es kann sein, dass zwischen denen mal ein kurzer Schnitt kommt oder was, weil meine Cam, die saugt übelst viel Akku irgendwie, und dann muss ich zwischendurch immer wieder mal die Batterien wechseln und so. Also kann sein, dass zwischendurch einfach mal meine Cam abstellt und dann Pech gehabt halt, und da muss ich es nochmal neu machen, deshalb, also nochmal neu, einfach neu anstellen, und deshalb kann es sein, dass zwischendurch mal ein Schnitt kommt, aber ja, genug davon. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Also, der liebe Dennis 3537, der hat viele Fragen gestellt. Also, mal gucken. Zuerst, zeigst du dich mal vor der Kamera? Die ist beantwortet. Willst du Minecraft spielen? Das weiß ich nicht so recht, weil Minecraft ist irgendwie... Das ist so ein Spiel, da muss man einfach Bock drauf haben, dann zockt man es ein paar Stunden lang. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht jeden Tag spielen, sondern vielleicht, ich zock's vielleicht im Monat einmal, aber dann den ganzen Tag durch oder sowas. Also ich weiß nicht, Minecraft, vor allem gibt's ja da schon übelst viele Let's Player und alles. Ja, muss ich mal gucken, aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Dann, was hast du vorgenommen in 2012? Ja, ehrlich gesagt gar nichts Spezielles. Also, in 2012 ist mein Ziel, sicher 5 Let's Plays abzuschließen. Ja, das war's eigentlich. Abonnenten oder so habe ich kein Ziel eigentlich, weil die kommen einfach. Jo. Also Abonnentenstand oder so habe ich kein Ziel. Einfach 5 Let's Plays will ich abschließen. Dann ist bei dir ein Wunsch in Erfüllung gegangen, also der Stand von 300 Abonnenten, ob mir das reicht, meint er wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, weil ich hätte nie gedacht, dass ich 300 Abonnenten überhaupt mal erreiche. Und wenn ich so gucke bei anderen Let's Playern, die haben teilweise 1000 Videos und irgendwie 700 Abonnenten oder was. Und ich habe jetzt quasi weniger Videos, als dass ich Abonnenten habe, und das reicht mir eigentlich schon. Das ist für mich ehrlich gesagt ein gutes Zeichen. Jo. Also ja, 300 Abonnenten bin ich zufrieden mit. Spielst du irgendein Musikinstrument? Ob ich ein Musikinstrument spiele? Also kann ich euch mal kurz was zeigen. Also ich habe mal was gespielt. Cam kurz mitnehmen. Ich habe mal was gespielt. Und zwar hier sieht man das Keyboard. Das ist aber ein ganz altes Ding. Ich spiele auch nicht mehr wirklich. Ich war nie irgendwie in einer Musikschule oder was. Ich habe auch nur übelst scheiß Lieder quasi gespielt. Also ich kann hier nicht wirklich was. Ich konnte mal zweihändig spielen, ich kann es nicht mehr. Das Einzige, was ich vielleicht noch kann, ist Tetris oder so. Kann ich das noch? Ja, irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Also ich hab mal gespielt, ich kann es nicht mehr. Tut mir leid. So, dann die nächste Frage. Was machst du in deinem Real Life? Und dann schreibt er noch, das ist eine Frage, die eigentlich keinen Sinn ergibt. Ja, die Frage ergibt auf eine Art wirklich keinen Sinn, weil Real Life finde ich so ein behindertes Wort. Weil irgendwie, wenn man ja zockt, das macht man ja im Real Life. Aber egal. Also im Real Life, wenn du jetzt irgendwie meinst, andere Hobbys oder so. Also, zocken ist mit Sicherheit, denke ich mal, mein liebstes und größtes Hobby. Dann
bin ich in einem Bogenschützenverein. Also Bogenschießen. Musik hören tue ich natürlich gern, Mangas lesen oder Animes gucken, allgemein Filme gucken. Boah, ich glaube, das war's. Mann, bin ich langweilig. So, dann die nächste Frage. Welcher Battlefield-Teil hast du am meisten gespielt? Kommt von der True Panic. Ich denke, das ist schon Bad Company 2. Weil da habe ich doch 300 oder 400 Spielstunden oder sowas. Also ich denke schon, Bad Company 2 war das. Ja doch. Dann der XX Raffo 96XX fragt, ob wir nochmal irgendwie eine Möglichkeit haben, zusammen zu zocken, also wieder irgendwie ein Special oder was. Da kann ich nur sagen, ja, weil mir hat das wirklich Spaß gemacht das letzte Mal. Ich werde das auch noch mehrmals machen, aber wahrscheinlich immer nur wenn ich Ferien habe oder was, weil das ist doch ein ganzes Stück Arbeit, weil ich dann einen Teamspeak-Server dann quasi reservieren muss und alles und yo. Also wer kommt bestimmt, aber wahrscheinlich wie gesagt erst in den Ferien. Tegremlich oder so. Frag mich, wo ich wohne. Wieso willst du das wissen? Nee, Spaß. Also, viele von euch wissen ja, ich bin Schweizer, also ich wohne in der Schweiz. Und zwar im Kanton Solothurn, Bezirk Tierstein, und zwar in Breitenbach. Das ist in der Nähe von... Wie kann ich das erklären? Also bei mir in der Nähe ist Laufen und Laufen ist in der Nähe von Basel. Also so Umgebung Basel rum. Okay. Was machst du beruflich oder schulisch? Also ich gehe noch zur Schule, bin jetzt im 9. Schuljahr, also das letzte, was ich quasi machen muss. Und was ich nach der Schule mache, muss ich noch gucken. Also entweder ein 10. Schuljahr, je nachdem, oder eine Ausbildung. Ja. Dann fragt er noch, ob ich ihn in Steam annehme. Das kann ich eigentlich gleich an alle sagen. Also ich nehme in Steam grundsätzlich keine Leute an, die ich nicht kenne, weil ich habe da schon 25 Freunde oder was. Und ich habe da mal Abonnenten angenommen, aber die haben... Ich sag's jetzt so wie es ist, die haben relativ stark genervt, weil es ist einfach das Problem, man will einfach mal in Ruhe zocken oder was, ohne irgendwie YouTube aufnehmen, einfach nur zocken und 100 Millionen Typen schreiben dich an und bleh. Nee, deshalb in Steam ganz sicher keine Annahme. Da hat mich jemand noch gefragt, ob ich in Battlelog annehme. Kann ich machen, aber da werdet ihr wahrscheinlich nicht viel davon haben, weil ich praktisch kein Battlefield 3 mehr zock. Aber kann ich machen, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, da gibt es ja den Skype Fan-Account. Den habe ich auch in der Kanalbeschreibung stehen. Wo ich einfach online bin, wenn ich mal Bock habe, mit Abonnenten was zu zocken oder was. Jo. Dann, what the Uber oder UBR, ich weiß immer noch nicht genau, wie man dich ausspricht. Also, er fragt mich, ob ich einen neuen PC zulegen werde. Also im Moment nicht. Weil ich habe kein Geld. Aber wenn ich vielleicht mal was verdiene oder so, denke ich sicher, ja. Sicher mal einen besseren PC holen. Und er fragt auch, wieso ich Hasbrot heiße und was die Zahl 79 zu bedeuten hat. Also zu Hasbrot kann ich sagen, ich habe früher mein allererster Shooter war Star Wars Battlefront 2. Aber so der richtige Online-Shooter war eigentlich Battlefield 2142. Und da habe ich mal gespielt. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich da hieß. Weiß gar nicht mehr. Ich hieß da irgendwie, keine Ahnung. Und da habe ich einen Typen getroffen in einem Server. Der hieß einfach Käsebrot.
Und weil ich da noch so jung war, ich glaube ich war da 10 oder 11 oder was. Nee, wahrscheinlich sogar jung. Nee, 10. Ah, keine Ahnung. Ich war jedenfalls relativ jung und fand das übelst lustig. Heute würde ich das überhaupt nicht mehr lustig finden, aber egal. Damals fand ich das übelst lustig und habe mir einen neuen Soldaten gemacht. Den habe ich einfach, eigentlich Käsebrot, einfach auf Schweizerdeutsch genannt, also Käsebrot. Und 79 noch dran geknüppelt. 79 hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Mich nix. Habe ich einfach so ran gemacht, seither heiße ich so. Hat keine Bedeutung. Jo. Dann fragt er mich noch, ob ich ihm den Unremarkable Razorback schenke. Das ist so ein Gegenstand in Team Fortress. Der ist glaube ich relativ selten, weiß ich gar nicht. Und den habe ich mal getauscht. Das ist so ein Schild, das kann der Sniper auf den Rücken packen. Und wenn der Spion dann den Sniper von hinten so backstabben, also erstechen will, dann hindert ihn das dann an, dieser Schild. Und ich habe da quasi einen speziellen von, der zeigt auf, wie viele Spies schon in diesen Schild gestochen haben. Und er fragt mich also, ob ich ihn den gebe, und nein, da haben doch schon 15 Spies oder was reingestochen, geht doch nicht. Muss ich doch behalten. Hier, nächste Frage von Philipp. 2787. In welchem Spiel bist du richtig, aber richtig ausgerastet? Ich denke, das war MW2. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also, MW2, da schreie ich manchmal rum wie ein Behinderter. Also, wirklich übel. Ich weiß auch gar nicht, jedes Mal wenn ich MW2 spiele, rege ich mich übelst auf und finde das Spiel richtig scheiße, aber ich spiele es trotzdem immer wieder und ich frage mich wieso, ist einfach so. Aber MW2, ja. Aber also, ich habe noch nie irgendwas kaputt geschlagen oder was, sondern einfach rumgeschrien wie ein Irrer. Jo. Dann fragt er mich noch, wie ich zum Game gekommen bin. Das hat sich eigentlich so ergeben, weil meine erste Spielkonsole war der Nintendo 64. Da war ich 4 oder 5, was wir den gekriegt haben. Und ich habe am Anfang gar nicht gezockt. Ne, stimmt gar nicht, es war gar nicht der N64. Boah, was war das für ein Ding? Ganz altes jedenfalls. Da kommt man noch so Dick Duck und Space Invaders oder sowas drauf zocken. So ganz altes Ding. Aber wirklich, was ich persönlich eigentlich als erstes gezockt habe, war N64. Und zwar Super Mario 64 war das, glaube ich. Obwohl, früher hatte ich noch Schiss vor diesen Gummas, aber wirklich mit 4 oder so hatte ich Schiss von diesen komischen Pilzen und hab's deshalb nicht gezockt. Dann irgendwann war ich halt richtig mutig, ne? Und hab das Spiel dann gezockt. Ja, und heute spiele ich Dead Space, ohne Schiss zu haben. Ja, und dazu gekommen bin ich eigentlich, weil meine Eltern, oder besser gesagt mein Vater, der hat halt ganz gern auch mal zwischendurch ein bisschen gezockt und hat sich dann halt die Nintendo 64 geholt, weil das war damals halt die erste Konsole, die 3D-Grafik hatte, soviel ich weiß. Ja, das ist eigentlich die Geschichte. Da habe ich angefangen, hab's übelst geil gefunden, nur noch Nintendo gezockt. Zurückgekommen vom Kindergarten oder was, Nintendo gezockt die ganze Zeit, und ja, dann hat sich das so entwickelt. Da habe ich eigentlich Nintendo gezockt, bis dann Battlefront und Battlefield in mein Leben kam, kann man sagen. Und dann habe ich eigentlich Nintendo und Shooter gezockt. Also irgendwann hat sich dann vermischt, aber das meiste, was ich bis jetzt gezockt habe, war doch Nintendo. Dann fragt mich, ob ich im Real Life schon mal richtig Scheiße gebaut habe. Also ich habe noch nie wirklich richtig Schwierigkeiten oder was bekommen. Also ich bin jetzt hier kein Verbrecher oder was ihr da denkt. Aber ich habe schon viel verkackt, sagen wir es so. Aber irgendwie Scheiße so mit strafbar, sowas nicht, nee. Aber schon viel verkackt.